Wusstest du, dass wir jeden Sonntag ein Small Group Programm veröffentlichen? Ja, wir schicken das. Das findest du auf icf.ch/smallgroup. Da kannst du dich einem Telegram-Chat anschließen und dort erhältst du das automatisch jede Woche auf dein Handy oder auf deinen Computer. Das ist so ein PDF, ich habe das hier so dir mal mitgebracht, das sieht so aus, wo du mit dem Programm kannst du die Message nochmal vertiefen. Also du siehst die Punkte der Message nochmal. Und ich denke gerade für diese Serie, wo wir drin sind, wo Gott uns vom Samen wirklich zur Frucht bringen möchte, ist es so wertvoll, wenn wir das Stück für Stück miteinander vertiefen. Wir möchten zusammen nochmal hier lesen, im Small Group Programm stehen die Bibelverse nochmal, zum Beispiel dieser Vers hier, der hat mich sehr berührt heute. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Und das ist genau der Grund, warum du über diese Message nochmal in einer Gruppe sprechen solltest. Denn wir in unserem Leben sehen sehr oft eben, was wir vor Augen haben. Aber Gott hat sehr oft noch einen ganz anderen Plan. Und deine Freunde um dich herum und dein Gott, sie können dich dabei feedbacken und dir helfen, eben das zu sehen. Weil das ist das, was der Michi gesehen hat und das steht auch hier im Small Group Programm. Es ist so, hier steht, ich lese es euch vor im Small Group Programm, die Wurzel kommt bei Gott vor der Frucht. Oder hier steht auch, das Unsichtbare kommt vor dem Sichtbaren und der Weg kommt vor dem Ziel. Und das vergessen wir ja und darum brauche ich selber auch Freunde, die mich immer wieder daran erinnern, das zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Small Group Leader bist oder auch sonst in der Small Group, dass ihr diese Punkte hier zusammen durchgeht. Es gab 4 Jahre in dieser Message und diese 4 Jahre, das erste Jahr, fragt einander, wo ist dieses Jahr zum Tod im Dreck? Das ist ja krass an unserem Evangelium. Wenn du Jesus nachfolgen sollst, dann sollst du dein Kreuz auf dich nehmen. Dann wird dich Gott nicht einfach von Highlight zu Highlight führen, sondern er wird mit dir auch durch die Täler durchgehen, auch wo es mal schwierig ist oder durch Dreck, das haben wir gehört. Jetzt kannst du das in deiner Small Group, könnt ihr zusammen euch setzen und macht mal wirklich den Real Talk. Sprecht mal wirklich darüber, hey, wo hast du das Gefühl in deinem Leben, du bist wie dieses Samenkorn. Niemand sieht es, fühlt sich wie Tod an oder es fühlt sich wie Dreck an. Und sehr oft bleiben wir dann da stehen, dass wir Gott bitten, nimm doch bitte den Dreck weg oder nimm doch diese Last weg. Aber fragt euch mal, hey, könnte es sein, dass der Ort, wo du jetzt bist, dass es genau der Ort ist, wo Gott mit dir eben, das zweite Jahr hat, einen Lehrplan. Hast du das Ja zu Gottes Lehrplan? Das ist das zweite. Fragt euch da und feedbackt euch einander. Wenn der eine sagt, ja, ich bin zurzeit in einer Ausbildung und es ist ganz schwierig oder mein Job ist ganz schwierig, tauscht euch aus und helft einander zu sehen, wo Gottes Perspektive vielleicht anders ist als einfach, ach komm, wir beten, dass dein Job einfach wird oder hör doch das Studium auf, sondern helft einander, euch wirklich zu verwurzeln. Das könnte das sein. Dann der dritte Punkt ist das Timing, das dritte Jahr. Sprecht miteinander darüber, hey, wo braucht ihr einfach mehr Geduld? Und Geduld ist ja so eine Sache, Geduld ist immer so etwas zu ertragen und das hilft so sehr, wenn ihr euch gemeinsam austauscht über, hey, weißt du, Gottes Timing ist manchmal anders und habt Geduld, ermutigt einander, habt Geduld, bleibt treu, bleibt verwurzelt da, wo ihr seid. Gott wird sein Wunder tun und ich genieße das immer in meiner Small Group, dass ich Leute habe, die wirklich glauben, dass Gott mit meinem Leben zu Ziel kommt. Und sei du in deiner Small Group auch so jemand, wo du die anderen ermutigst, wirklich das zu machen. Und dann kommen wir zum 4. Jahr. Sag Ja zur Unsichtbarkeit. Ja zur Unsichtbarkeit. Das bedeutet, dass auch da, wo man es nicht sieht, auch da, wo niemand sieht, was du tust, da möchte Gott mit dir eine Geschichte schreiben. Und dann könnte das ein guter Abschluss sein, auch da von eurer Small Group, dass ihr da nochmal wirklich betet und prophetisch füreinander hört und euch nochmal so ermutigt, hey, Gott wird da, wo du bist, da, wo es in deiner Familie gerade schwierig ist, da, wo es gerade in deinen Freundschaften schwierig ist, da wird Gott trotzdem ein Wunder tun und da wird Gott mit dir im Unsichtbaren drin sein Werk tun. Ich möchte dir noch einen Small Group Tipp geben. Manchmal ist es ja so, dass wenn du so eine Runde eröffnest und du sagst, okay, erzählt mal alle, wo habt ihr Druck in eurem Leben? Kommt zuerst mal Stille. Was da helfen kann, ist, wenn ihr solche Karten habt. Und dann verteilst du jedem eine Karte, so, und einen Stift. Und dann sagst du, hey, jeder hat jetzt 2 Minuten Zeit. Und ich möchte, dass ihr auf jede Karte 3 Stichpunkte aufschreibt. Und dann schreibt ihr hier vielleicht, wo habt ihr Druck?
Ja, okay, Druck habe ich hier, in der Familie habe ich aufgeschrieben und dann überlege ich noch weiter und so. Und dann sind die Leute selber am Überlegen und dann fällt es den Leuten, gerade den Introvertierten, manchmal einfacher, dann wirklich auch sich in der Gruppe auch zu erzählen, was sie wirklich beschäftigt, wenn sie zuerst Zeit hatten, das für sich selber wirklich zu reflektieren. Und dann könnt ihr dann bei der Austauschrunde im Kreis rumgehen und jeder sagt seine Punkte, die er aufgeschrieben hat und diskutiert darüber. Das ist mein Tipp an euch. Nutzt das Small Group Programm, nutzt das wirklich für deine Small Group. Es kann auch sein, dass du als Small Group Leader, dass dir das hilft und es kann auch sein, dass du keine Small Group jetzt schon hast. Dann möchte ich dich ermutigen, trotzdem das Programm anzuschauen und für dich alleine zu Hause, da wo du bist, mit deinem Jesus zusammen das nochmal durchzugehen. Weil das sind so wichtige Punkte. Gott möchte, dass dein Leben fruchtbar bringt. Das ist sein Plan mit dir. Und das hat er dir auch versprochen, dass er durch seinen Heiligen Geist dich dahin führt, dass du Frucht bringst, die bleibt. Und darum nimm das wirklich mit und gib Gott die Möglichkeit, in deinem Leben da zu sprechen, weil Gott tut mehr im Unsichtbaren, als du es schon sehen kannst. Sei gesegnet, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir sehen uns schon bald wieder hier nächsten Sonntag. Schalt wieder ein, be blessed. Tschüss.